Merci, Herr Präsident. Und so wie mein Vierredner so und auch merci der Fraktion von LSAP und dem Deputierten Marci Bartolomeo für nur der Question élargie von der Deputierten Carol Hartmann, die wir den 20. November heute diskutiert haben und die den Titel gedroht hat, Extension de l'offre médicale en milieu extra-hospitalier. Haut am intitulé Libéralisation, privatisation et commercialisation de notre système de santé, eine Heure d'actualité, die ganz, ganz wichtig ist. Contrairement zur Question élargie, war dann Haut all Porträtmäßigkeit für zu dem Sujet hier Meinung aufzugehen. Eher Job dat agehen, war dann die verschiedene Kontributionen gesucht gouf, respektiv frohe beantworten, die konkret gestaltet goufe, gebe ich mal gerne beschreiben, was man überhaupt zu Lützeburg in der Sektor hospitalier verstehen. Wir haben ja Großcentre hospitalieren, Sprache nicht abzuzählen, die Kanze. Und dann haben wir noch ein Centre spezialisiert, wie zum Beispiel den Herzcenter, wie zum Beispiel das Centre Baclas, wie zum Beispiel das Centre Hospitalier Neuropsychiatrik, für nur die zu nennen. All das Häuser haben nicht immer dieselbe Form juridisch. Verschiedene sind in der Syndikat Kommune organisiert, andere in der Etablissement Public, andere in der Fondation, aber auch in der Société Anonyme. Sie alle unterleihen aber engem Gesetz, dem Spidulsgesetz von 2016, war doch auf verschiedenen Motionen angeschwärzt wird. Für 2 Wochen habe ich gesagt, dass unser Gesundheitssystem darauf basiert, dass alle Bürger einen gleichberechtigten Zugang zu einer hochwertigen medizinischer Versorgung kriegt, anhört, aber behält. Aber was für unseren Gesundheitssektor allgemein gilt, gilt natürlich auch mehr spezifisch für den Spidulsektor. All die Häuser, die mal aufgezählt haben, wird eine Budgetisation finanziert. Das ist nicht erlaubt. Das Budget vom Funktionament wird mit der CNS verhandelt, und Spidulstrukturen sowie die Modernisation von den Strukturen wird über den Fonds hospitalier finanziert zu 80% und zu 20% über CNS. Und das im Prinzip ist auch bis 2023 festgehalten. Da kommt eine Gesetzesänderung im Juli 2023. Und Möglichkeit das geschafft für sogenannte Sites supplementär zu kreieren. Am Fachjargon heißt es auch Antennen. Und da gibt es Budgetisation als Prinzip abgehen, weil der Legislateur hat dezidiert, dass das Sitten auf Vorfestbasis finanziert gehen. Das heißt, da kann ein Strukturen lohnen gehen, brauchen Strukturen nicht zu bauen, brauchen Strukturen nicht selber abzurichten, es kann nicht lohnen gehen. An CNS wird man aber die erst Vorfehen ausgehandelt und die erst für die Imagerie medikal sind Lodo. Für die anderen Services sind am Gange ausgeschafft zu gehen. Die Gesetzesänderung hat dann noch definiert, was Kinder so supplementären Angebote gehen. Und wie auch schon den 20. November gesagt, sind das die 4 als folgen: Onkologie, Dialyse, Hôpital du Jour, und eben die Imagerie médicale. An Hôpital du Jour just nehmen non chirurgical. So viel zum Ist-Zustand. Wo wollen wir dann noch hinkommen, aufgrund von dem, was am Akkord de Koalition festgehalten wird? Haut das auch schon gesagt, unser Gesundheitssystem geht immer am europäischen und internationalen Enceinte geläuft. Unter anderem, weil wir es fertig tun, nicht in Richtung von einer institutionalisierten Zweiklassengesellschaft zu gehen. Und daran halten wir fest. Natürlich ist etwas, was gut ist, nicht unbedingt perfekt, aber besonders aus der Sicht des Patienten oder aus Zürich kriegen wir regelmäßig Einzelbemerkungen rugedrohen. Die hat auch schon Haut erwähnt, Wartezeiten, die als zu lang empfunden, die Prozeduren, die nach Miklor könnten expliziert gehen oder Informationsfluss zwischen den Akteuren, die nach optimierbar sind. In dem Sinn ist der Projekt DigiSanté NRW, wo wir in der nächsten Woche Werte vorstellen, den ist da für den Informationsfluss zu verbessern. Den Achse vom DSP, wo der kürzlich hören, ist mir einfach gemacht gehen. Und wir sind alle gut mit all den Gesundheitsakteuren Richtung Espace Européen des Données de Santé NRW für rund um den Patienten in kompletten Réseau aufzubauen, wo die Informationen fließen. Und an Spital ist auch schon so munzig an den letzten 2 Jahren geschieht.
dass die Densitometren und Apparate für knochendicht zu müssen, sind auf 3 abgesagt gehen. Die RM-Zahl gouf opgesat an 12 von den Mammographen als praktisch verdurbelt gin. Darüber raus hun mit Aktivität von den Spitäler analysiert an vu verschiedene Seiten ruugedroht, dat het net überall, aber verschiedentlich Engpass an OP gëtt. Also wie am Akkor de Koalition ugekönnecht werden man dann an den pure Etappen, die medizinisch Opfer außerhalb vom Spital erweitern, ohne aber des Strukturen zu schwächen. An de Kleiner von den nächsten Änderungen als auch klar. Der Projet de loi, den erlaubt, Société de Médecins zu gründen, wird demnächst am Regierungsrat geholt gehen. Das Spitalsgesetz ist an der Prozedur legislativ für 2 Services bei die 4, die ich genannt habe, beizusetzen. Und zwar Kleininterventionen und den Arm an der Haut. Und dieses Projekt müsste noch bis Ende des Jahres gestimmt gehen. Da wird man auch am Spitalsgesetz möglich machen, dass diese 6 Services, die Lohn nicht können, von Spitälern angekündigt gesagt gehen, auch können von Doktoren geplant, angefragt und haben noch umgesetzt gehen, unter den selben Konditionen wie die für die Spitäler gelten. Und auch hier wird das Finanzament vom Prinzip her so funktionieren, wie das schon für die Strukturen lebt, die schon en place sind. Da wir dann beim Punkt kommen, wo ich auf die verschiedenen Interventionen reagieren. Ja, Herr Di Bartolomeo, all die allgemeinen Ausführungen, die dir heute mitten ginhut, decken sich mit dem, was ich den 20. November gesucht habe. Du hast aber ein konkret vorgestellt, wie dann an den Sitten, die außerhalb von den Spitälern dann die Aktivitäten werden operieren, wie dann du garantiert wird, dass Qualität garantiert ist. Ich gebe ein froh zurückgehen. Wie also dann Haut garantiert, dass Qualität an den Site supplementär, die Center 23 möglich sie garantiert gut. Da sind wir am Spitalsgesetz, wir bleiben am Spitalsgesetz, an die Konditionen, die am Spitalsgesetz sind, werden für all die Aktivitäten, die über das Spitalsgesetz laufen, müssen gelten. Den zweiten Redner war der Deputierte Marc Spautz, dem ich nicht beizufügen, das war so komplex, besser kann ich nicht machen. Dann ist Madame Hartmann auf Wartezeiten ergangen. Noch Wartezeiten hat man den 20. November angeschaut. Dann für sicher auch flott, wenn man einkehr am Detail Kinden über die Wartezeiten schwätzen, weil das, was die selber spielt, was die gesund kriegt, was dem Terror lässt, das ist nicht immer, das war doch von den jeweiligen Spitälern mehr rapportiert wird. Dafür wäre denke ich interessant, auch da mir lang darüber zu schwätzen, wie die Wartezeiten empfunden gehen, was man da können machen. Dann habe ich noch eine Seite, ja, du hast den Tarif auch von der liberalen Medizin, Tarifautonomie, könnt ihr uns nicht erfroren, wir bleiben am konventionellen System. Dann Nomenklatur, als konkret durchgeschwärzt in 2 Mal. Da werden wir zu los, da werden wir nicht sehr genug, da werden wir nicht komplett genug, da werden wir nicht à la pointe du progrès. Just einmal häufig zu erklären, wie die Nomenklatur zustande kommt. Die Nomenklatur wird ausgehandelt, nicht intern CNS. Die Nomenklatur wird ausgehandelt zwischen Repräsentanten von der CNS und Repräsentanten, die der AMMD nennt. Das heißt, das ist eine Diskussion zwischen der AMMD und der CNS. Die Nomenklaturen sind zu 65% neu gemacht. Die Zahl von den Akten ist verdoppelt. Aber bis an 26 werden wir auf einer neue Definition von Nomenklaturen 84% sind. Ich denke, das ist eine konkrete Arbeit, die hier gelegt wird. Und zusammen habe ich mit der AMMD, die immer hier Repräsentanten hinschicken, und die hier klar hier mit schwätzen und mit zu schwätzen haben. Dann ist auch vorgestellt gehen, wo wir bei der Gouvernance von der CNS unterwegs sind. Die Gouvernance von der CNS ist von den nächsten Projekten, die angepackt sind. CNS selber ist ganz interessiert daran, hier Gouvernance-Regeln auf die Liste zu holen. Und das Finanzement von der CNS haben wir einen Arbeitscode laufen, für die Trajektoire de Financement zu redressieren. Da hat man Quadripartit. Aber ich verstehe auch nicht, wo ist nach Syrien nicht an der CNS vertreten. Das verstehe ich wirklich nicht, weil wir sind am Tripartitsmodell in NRW.
Den einen Teil als den Employer, den du sitzt mit seinen verschiedenen Organisationen, den anderen Teil als Salariat, was du sitzt mit seinen Vertretern aus der Chambre des Salariés, aus der Chambre des Fonctionnaires, und den dritten Teil aus der Staat. Und das sind die drei, die Case bezahlen, Prinzip du Payeur Décideur, und darunter halten wir fest, und das wird nicht auf Frage gestellt. Prestataires sind auch impliziert. Eine andere Kommission Nomenklatur, wo dann nicht nur mit dem MMD schwätzt, aber für all die anderen Nomenklaturen von hier von der Firma, und da schwätzen die Berufsverbände mit. Und dann haben wir in Artikel 80 den Quadripartit ersetzt, die sich immer am Detail mit dem Finanzement von der Käse beschäftigt. Da sind Prestataire mit dem Tisch, und da haben sie hier mitzuschwätzen. Und zweit zum Quadripartit haben wir ein Komitee strategisch abgesagt, wo alle guten Prestataire mit dran sind. Also ich weiß nicht, wo du den Assyrer nicht vertraut wäre und auch wo Prestataire nicht vertraut wären. Digitalisation, also geschwärzt gehen von der Deputierten Madame Bernard. An den nächsten Wochen wird man mehr liefern. Wir haben eine Pressekonferenz hier gesehen, wo wir dann noch auch können heute darüber schwätzen. Und wir werden noch an der Kommission erklären, wo wir da unterwegs sind. Karte sanitär, ja, die Hospitalier, die steht. Aufgrund von der Hospitalier haben wir die Bettenzahl definiert, die Projekte NRW. Und extra Hospitalier ist am Gangen ausgeschafft. Sie gehen. Den Observatoire de la Santé hat natürlich ein limitiertes Moyen von Aktivitätsradius. Wir können den nicht abstocken. Da muss man Priorisation von den Abstimmungen. Mit seinem Referent, den nous geschwärzt dans un accord de coalition, der wird drauflesen en Diskussionen mit dem CMG über die Tarifikation von der Medizin General. Voilà, das waren mal die Reaktionen. Dann Doktorsgesellschaften, last but not least. Doktorsgesellschaften, und schon viel gesagt, werden deposiert gehen. Das Prinzip wird den selbigen sein wie bei den Afkoten. Wir kalkulieren also integral abgesetzt von den Afkoten und werden das dann in den nächsten Wochen an der Chamberskommission erklären, wem wir da uns werden aufstellen. Voilà, an dem Sinn, als Konklusion, ja, der Patient wird unter den selbigen Konditionen nach immer können auf seine Behandlung zurückgreifen. Alles läuft immer über CNS. Ja, Doktor kriegen eine ähnliche finanzielle Unterstützung für ihre forfaitäre Aufrechnung an den als Spitäler werden nicht geschwächt gehen. Für die Patienten probieren wir Wartezeiten aufzubauen, immer die besten Konditionen zu garantieren, mit Sicherheit und Transparenz und fair mit kurz zu machen. Aber ohne aus der Medizin Kommerz zu machen. Wir bleiben an einem ähnlichen konventionierten System, wo alle Aktivitäten, die in das Spitalsgesetz fallen, auch dementsprechend alle Konditionen vom Spitalsgesetz müssen respektieren. Wo aber auch Doktor können so Aktivitäten laut Spitalsgesetz anbieten und gerieren, und also das Finanzement bei den Akteuren von der Santé publique bleibt und nicht in Richtung Private Equity geht. Wie Madame Bernard richtig gesagt hat, Gesundheit ist kein Businessmodell mehr, Menschenrecht. Als System bleibt, wie Herr Baum gesagt hat, solidarisch, universell und öffentlich. Merci.